Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Gut, es hat ja nicht ganz gelangt am Wochenende in Luzern. Das Schweizer Tennis-Fed-Cup-Team hat das Halbfinale verloren, aber natürlich doch für ganz viel Begeisterung gesorgt. Und der Team-Captain, der Heinz Gönthardt, auch unser Spezialist da, im Schlussinterview war er fast ein bisschen euphorisch. Ja, es war absolut crazy, was ich sage. Absolut crazy. Herr Gönthardt, der hat etwas gesagt, das mich hat stutzen, ein bisschen staunen. Wir hören noch einmal zurück ins Stadion. Und ich hoffe, wir sind auch im nächsten Jahr wieder dabei, weil wir haben sehr Grosses vor. Die Girls sind noch jung, die Girls werden nur noch besser und man weiss, wohin die Reise noch führt. Ich zitiere, die Girls sind noch jung, wir haben noch sehr viel vor. Herr Gönthardt, wie ist das genau gemeint? Ja gut, ich sage nur so viel, Las Vegas ist für Anfänger, Luzern ist der Place. Es ist ein fantastisches Wochenende gewesen. Ein Wochenende, das zeigt, dass auch die Girls Okay, gut. in Nur, ich möchte noch schnell reden. So jung ist das Team ja nicht. Die Martina Hingis mit ihren 36 schon fast eine Grossmutter fürs Damen-Tennis. Ja gut, meine musst du auch sehen, oder? Ich meine, ist klar, oder? Und wir Heinz, wir bist noch schnell mal jung, oder? Weißt du, was ich meine? Gut, Roger Federer, man muss aber auch sagen, dass wir am Heinz seine Frühlingsgefühle verstehen können. Oder? Die Woche ist ja rausgekommen, dass wir den wärmsten März seit dem Messbeginn erlebt haben. Und vorgestern unter der Frühlingssonne ist in der Stadt Biel eine Strasse nach euch benannt worden, Herr Federer. Der Roger Federer Allee. Stolz? Ja, stolz, oder? Das ist eine gute Frage, ist klar, oder? Eigentlich kann ich ja wählen, dass ein Kanton nach mir benannt wird, aber ist okay fürs Erste, hat Potenzial. Zum Glück ist Freitag. Alle Folgen auch immer online als Video. srf3.ch